Ja, hallo Leute, es ist wieder der Lower Coach. Lower, the Law of Attraction. Das Universumgesetz der Anziehung. Was du aussäst, das wirst du ernten. Jeder Mensch, jedes Individuum ist Magnet für seine eigenen Lebenserfahrungen. Und die Lebenserfahrungen richten sich nach den eigenen Gedanken, Gefühlen und Überzeugungen. Wenn dir deine Lebenserfahrungen nicht gefallen, dann musst du deine eigenen Gedanken, Gefühle und Überzeugungen verändern. Und die Realität für eine Weile ignorieren. Denn die Realität spiegelt dir deine alten Überzeugungen. Und wenn du ständig sagst, ja, aber das ist ja so, aber das ist ja so und das ist ja so, dann kommst du aus dieser Spirale nicht heraus. Du musst die Realität ignorieren eine Zeit lang und musst neue Überzeugungen dir aneignen, neue Überzeugungen über dich selbst, über deine Mitmenschen und über deine Umwelt. Du musst dich auf positive Dinge fokussieren und die negativen Dinge sein lassen und loslassen. Nur so kommst du aus diesem Teufelskreis heraus. Was du aussendest, bekommst du zurück. Du musst das Aussenden verändern. Du musst deine eigenen Gedanken, Gefühle und Überzeugungen verändern. Sonst drehst du dich im Kreis. Das Wichtigste ist nicht das Bekämpfen der Probleme, sondern das Loslassen der Probleme. Und du musst zuerst wieder in Einklang kommen mit deiner Quellfrequenz. Denn deine Disharmonie mit deiner Quellfrequenz haben all deine Probleme erst erschaffen. Ob du dich kränklich fühlst oder kränklich bist, ob du einen Mangel an Kapital hast, wenn du dich einsam fühlst, wenn du einen Job verloren hast, wenn du ständig negative Gedanken, Gefühle und Überzeugungen hegst und pflegst, dann musst du loslassen können. Lass es sein, let it be, haben schon die Beatles gesungen. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Lass let it be ein Mantra für dich sein. Lass es sein, lass die negativen Dinge sein. Kämpfe nicht dagegen an. Der beste Weg, um dir selbst Energie zu rauben, ist, indem du gegen das Unerwünschte ankämpfst. Denn deine Quelle kämpft nicht gegen das Unerwünschte an. Oder hast du schon mal gesehen, dass irgendwelche negativen Menschen von Blitz erschlagen werden? Nein, das Göttliche kämpft nicht gegen die negativen Dinge an. Das Göttliche fokussiert sich auf das Positive. Und wenn du dich auf das Positive fokussierst, dann kommst du wieder in Harmonie und in Einklang mit deiner Quelle. Wenn du dich auf deine Wünsche und auf deine Träume fokussierst, dann kommst du wieder in Einklang mit deiner Quelle. Wenn du darauf achtest, dass du dieses Ziel nicht erreicht hast und dieses Ziel nicht erreicht hast und das nicht erreicht hast, dann raubst du dir die Energie. Dann gräbst du einen Graben zwischen dir selbst und deiner Quelle, weil deine Quelle hält den Fokus auf das, was du dir wünschst und auf deine Träume. Schau, dass du in das Gefühl hineinkommst, wie wenn das
was du dir wünschst, schon da ist. Stell dir vor, wie wenn du schon in deinem Traumauto sitzt, in deinem Traumhaus lebst, in deiner idealen Beziehung bist, in einem gesunden, wohlfühlenden Körper dich bewegst. Arbeite mit deiner Fantasie, arbeite mit deinen Gefühlen und deinen Gedanken. Das sind bereits die ersten Manifestationen. Wenn du nicht glücklich bist mit deiner Fantasie, dann kannst du deine Ziele nicht erreichen. Du musst bereits glücklich sein mit deiner Fantasie. Hältst du den Fokus auf die Dinge, die du dir wünschst, dann ziehst du sie magnetisch an. Hältst du deinen Fokus darauf, dass du die Dinge noch nicht erreicht hast, dann gräbst du einen Graben zwischen dir und den Dingen, die du haben willst. Tu so, als ob du in einer idealen Beziehung bist. Tu so, als ob du reich und erfolgreich bist. Tu so, als ob wie ein Schauspieler eine Rolle annimmt und eins wird mit dieser Rolle, so werde du eins mit deinen Träumen und mit deinen Zielen. Du belügst dich damit nicht selbst, du hilfst dir, deine Ziele zu erreichen. Du musst es sein, sonst kannst du es nicht werden. Solange du dich auf die Abwesenheit von dem, was du dir wünschst, fokussierst, raubst du dir die Energie und gräbst du einen Graben zwischen dir und deinen Wünschen, weil deine Quelle ist schon dort. Deine Quelle lebt schon deine Träume und lebt schon deine Wünsche. Komme in Einklang mit deiner Quelle und fühle dich hinein in deine Wünsche und in deine Ziele, wie wenn sie schon jetzt da wären. Gerne helfe ich dir als Lower Coach dabei, dich wieder mehr und mehr auf deine Wünsche zu fokussieren, auf das, zu den Dingen, zu denen du Ja sagst, zu den Dingen, die gut sind, die sich gut anfühlen, die gut schmecken. Melde dich bei mir, es zahlt sich aus. Ich helfe dir gerne in den ersten Wochen, damit du wieder mehr und mehr in Einklang kommst und in Harmonie mit deiner Quelle, die schon dort ist, wo deine Träume zu Hause sind. Melde dich. Ciao.